war so frei, euch in den letzten Wochen zu belästigen. Ich glaube, es ist aus einem ganz wichtigen Grund passiert. Ich bin froh, dass ihr so zahlreich da erschienen seid. Spitzensache. Danke. Einmal einen großen Applaus für euch. Wir haben uns heute da versammelt. Es geht um ein großes Problem. Es geht um die Saatgut- und Lebensmittelmonopolisierung. Deswegen stehen wir heute da. Wir stehen einen Tag vor der Europawahl da und sagen den Entscheidungsträgern in Brüssel, in Wien, in der Wirtschaft, wo auch immer sie sein, dass uns das Thema ganz sicher nicht egal ist. Wir lassen das nicht mit uns machen. Wir werden nicht zusehen, wie unsere Natur durch ausufernde Chemielandwirtschaft vernichtet wird, wie sogar schon unsere Bienen sterben. Die Bienen sterben. Wir werden es nicht zulassen, dass über unser aller Köpfe hinweg entschieden wird. Wir und unsere Nachkommen werden nicht die Konsequenzen dieser hirn- und rücksichtslosen Politik tragen. Ganz sicher nicht. Wir sind freie Bürger und als freie Bürger lassen wir uns unsere Freiheit ganz sicher nicht wegnehmen. Jawohl. Ja, so schaut's aus. Und genau deswegen werden unsere Lebensmittel ganz sicher nie irgendeinem Konzern gehören. Niemals. Wir werden niemals Lizenzgebühren für Allgemeingut bezahlen. Niemals! Und ich bin nicht allein. Wir sind nicht allein. In über 600 Städten auf der Welt stehen heute Millionen von Menschen auf der Straße, um genau gegen dieses Thema zu protestieren, um dieses Thema in die Gesellschaft zu tragen, Aufmerksamkeit dafür zu erregen und zu sagen, dass das eben wichtig ist. Okay? Ja. Wir sind die allergrößte internationale Protestbewegung, die es jemals gegeben hat. Das ist wunderschön. Wir protestieren über zig Grenzen hinweg. Eine ganz schöne Sache. Das ist super. Das ist die große Chance, was diese ökologische Problematik birgt, dass sie uns nämlich alle vereint. Das ist unser aller gemeinsames Problem. Und so schlimm das Ganze auch ist, so gut ist es auch wieder, weil das ist etwas, das uns zusammenbringt. Und gemeinsam können wir diese Probleme auch meistern und lösen. Wir müssen gemeinsam bestehen. Eine Studie der NASA hat unlängst festgestellt, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist. Und es liegt an uns, das zu verhindern. Ja. Und wenn wir uns die Geschehnisse auf der Welt anschauen, ich weiß nicht, ob ihr von der Situation in Indien gehört habt. In Indien gibt es zum Beispiel den sogenannten Selbstmordgürtel. Dort bringt sich alle 8 Stunden ein Bauer um. Alle 8 Stunden. Deswegen, weil er mit teurem Hybrid-Saatgut in den Ruin getrieben worden ist, diese schlecht angepassten Pflanzen. Ich einmal dem Christoph und dem ganzen Team überhaupt für die Organisation dieser Veranstaltung. Das hat, glaube ich, einen riesen Applaus verdient. Wie ihr wisst, wird ja gerade auf EU-Ebene einiges verhandelt, was Gentechnik betrifft. Und diese Verhandlungen gehen in die Richtung, dass einzelne Länder bei Gentechnikkonzernen um Ausnahmen ansuchen können, dass es in ihren Ländern sozusagen nicht angebaut wird. Das ist absolut absurd, dass demokratisch gewählte Regierungen bei Gentech-Konzernen ansuchen dürfen, dass man Ausnahmen macht in einzelnen Ländern. Das ist ein Punkt, den wir definitiv verhindern müssen. Das werden wir alle zusammen sicher schaffen. Wenn Sie glauben, dass die aktuellen Forderungen der Konzerne, dass ihnen ein Recht auf Saat- und Genmonopol zugestehen soll, schon ungeheuerlich genug ist, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Es kann noch viel schlimmer kommen. Der nächste geplante Schritt ist das sogenannte Freihandelsabkommen. Als solches wird es uns verkauft und auch verniedlicht. Jetzt können wir noch unsere Meinung sagen. Wir können jetzt aufstehen und gegen den unverschämten Versuch des Zugriffs auf unsere Äcker, Felder und Gärten demonstrieren. Wenn dieses Freihandelsabkommen realisiert wird, dann kann es sein, dass uns die Konzerne dafür haftbar machen. Es kann sein, dass also der Veranstalter von so einer Demonstration haftbar gemacht wird für den entgangenen Gewinn.
Und das soll auch für Staaten gelten. Das heißt, wenn Staaten... unsere Lebensmittel kontrolliert. Uns niemand vorschreibt, was auf unseren Teller kommt. Warum sind wir heute hier? Durch dieses Fleisch geht so viel Getreide drauf, damit könnten Menschen ernährt werden. Und zu Monsanto zurück, die bauen ja Sojaplantagen in einer unvorstellbaren Größe und diese Sojaplantagen landen auch im Tierfutter. Das geht nicht mal an die Menschen, nur weil wir meinen, dass wir Fleisch fressen müssen wie wir. Was sie uns erzählen, was wir anscheinend brauchen. Das stimmt einfach nicht. Wir brauchen keine 2, 3 Autos, wir brauchen keine 2, 3 Fernseher, am besten gar keinen Fernseher. Wir brauchen auch nicht jedes Jahr ein neues Handy, weil das geht schon mit Absicht kaputt nach einem Jahr, nur damit weiter produziert werden kann. Und das funktioniert einfach nicht. Dieser Glaube ans Wachstum ist ausgeglaubt. Die Leute haben sich die Zeit genommen, weil es wichtig ist. Und also die ganzen unabhängigen Organisationen wie Mundbürger, Foodsharing ist ein Wahnsinnsprojekt, der Junges in Kärnten, oder Volkshaus, dann die ganze Marsch-Konsumrevolution, wo jeder einzelne Bauer dabei ist. Und jetzt soll man sagen, wir müssen einfach schauen, dass wir Konsumboykott erzeugen, dass wir Konzepte erstellen, dass wir